Herzlich willkommen zurück hier zu Tales of Zestiria. Ja, nachdem wir einen Endboss platt gemacht haben, sind wir jetzt hier eigentlich im Extra-Tempel unterwegs. Wobei das ist ja eigentlich erst eine Art Insel. Mit der Hexeninsel sind wir irgendwie im Wolkenmeer oben. Und zwar irgendwie ganz seltsam. Wir haben irgendwie der Kelch 1 haben wir abgeschlossen, war auch irgendwie so ein Endboss hier, an so einer ähnlichen Stelle. Jetzt haben wir irgendwie Zugriff auf weitere. Ich rate jetzt einfach mal Kelche, weil jetzt sind wir halt zweit neben. Hier heißt halt der Kelch 2. Also wenn es noch Kelch 3, 4, 5, 6, vielleicht sogar 7, 8, 9 geben, keine Ahnung. Und jetzt mal gucken, was wir hier für ein Zwischen-Endboss, also auch immer, sieht ein bisschen aus wie. Man kann sich nicht bekannt vor aus anderen Tales of spielen. Aber gut, wie sieht es sonst aus? Noch irgendwas geben? Irgendwie, Art eher weniger. Der Mensch, der ja schon wieder neu war. Ich dachte zwar, ich hätte das bereits mal geguckt wegen Waffen. Ah, der ist bereits neu, gut. Nö, dann passt das. Ja, Objekte. Und der Kamil nochmal für ein bisschen mehr Fokus. Der Ball hat über 200, war? Krass. Sandroman einsetzen wäre auch eine Idee. Wir gehen sowieso langsam mal die ganzen Tränke und so weiter aus, auch Trank des Lebens und so weiter. Müssen vielleicht einmal einkaufen gehen. Aber gut, momentan geht's noch, deswegen. Nicht elementar, das sieht mir nicht so elementar aus, deswegen ist es, glaube ich, ganz praktisch. Versuchen wir es, wa? Sophie, also die muss garantiert aus jedem anderen Spiel kommen. Feuer, Wasser, Wind sehe ich nicht gerne. Gut trainierte Kampfinstinkte zu spüren. Von Kriegsarten. Schaffen wollen, jojo. Okay, sieht aber nicht so stark aus. Klar, der Angriff der ist brutal. Fokus geht, Verteidigung ist dafür lasch. Wir müssen auf gut ausweichen. Jo, ich bleib dabei, das könnte lustig werden. Habt ihr gesehen, mit einem Schlag war Rose down. Eigentlich müsste ich ja schon mit Enten amatisieren, aber eben, wir kennen es ja. Tadine Power. Rose ist fast schon wieder down. Was macht Rose denn da? Meine Fresse, das gibt's einfach nicht. Also eher mal ein bisschen alles Teil und so machen, wa? Ich glaube, das wäre hier echt mal praktisch, weil Rose weicht sowieso nie aus und deswegen. Ja. Bringt's ungemein, Dank des Lebens. Nee, ich warte immer mal. Ich kann noch ein paar Seraphim auf der Ersatzbank. Ja, greif mich an, komm schon, ich weiche hier aus. Na, willst du nochmal? Die Bärchentrick auch? Das finde ich jetzt mal fies. Mann, Rose. Wieso musst du wieder den amatisieren? Ich hab doch nichts dazu gesagt. Das ist echt doof, dass ich nicht sagen kann, bleibt amatisiert und fertig. Da muss ich irgendwie die Strategie ein bisschen ändern, wa? So, Abwehr priorisieren. Wir müssen den Rest mir ein bisschen überlassen. Also hat er bald keine Tränke mehr und dann natürlich auch doof. Ups, glaube irgendwie nicht mehr so, wie ich es gerne hätte. Nö, klappt nicht mehr. Machen wir es doch mal so. Komm schon, ich will meine mystische Art gleich mal einsetzen. Ups. Das klappt teilweise dann wiederum nicht. Das ist noch ein bisschen verwirrend.
die hat meine Arte-Verteidigung gesenkt. Ah ne, ein Angriff von Lehrer. Fast nie. Dem einen kann ich ausweichen, dem anderen nicht. Was macht er eigentlich? Mann, Rose darfst aber ruhig angreifen. Oh. Ja, weißt du, wenn ihr sagt Abwehr-Priorisieren, meine ich nicht, dass ich ständig nur abwehren soll, weil ich da sowieso gerade angreife. Immer Fokusangriffe, oder? Ja, also los noch ein bisschen S aufsparen. Mann! Geh mir auf den Sack. Gut, das war nicht gerade die beste aller Ideen. Ist so schnell von ja, natürlich, jetzt kommen wir gar nicht mehr ran. Ja, greif's mal an da. Rose, was machst du da? Verdammte Scheiße, Rose! Was ist mit der Haltung wieder los? Will mich verarschen hier? So, und kannst du jetzt bitte mal eine Arte machen? Dankeschön. Ja, geht doch. Meine Fresse. Vorwärtsstürmen, Fokusangriff sind das gleiche. Sehe natürlich schon ein, aber es bei Fokusangriffen gar nichts mehr macht. Ja, gerade alles Teil war hier eine gute Idee. Natürlich erschwert auch mein Angriff, haben wir gesehen, aber trotzdem, er bringt es halt, trotz allem. Ja, man tut es befürchten. Aus welchem Spiel kenne ich die wohl? Da war ich mich gerade wirklich. Gut, weil er braucht eine Weile, bis er zurückkommt, ist kein Problem. Ja. Er hat ganz kurz geruckelt. Mann, machen wir eine andere Art. Sorry. Ja, die wäre bald down. Und noch mit einer mystischen Arte von mir. Und ganz kurz abwarten, bis Lal wieder zurück ist. Nee, ich muss echt wieder zurück, Leute. Wir müssen einkaufen gehen, da gibt's einfach nichts. Mann! Komm schon. Aber man sieht schon, Dankeschön, wie sieht's aus? Ist er gut? Alles klar, Layla ist wieder am Leben, jetzt kommt natürlich alle Erfahrungspunkte und sie ist down! Oder nicht? Was hatten die? Man, die hat gar nicht so eine hohe Defense. So viel zu meinem grandiosen Plan. Tja, sorry Kleiner, aber so leicht kriegst du mich nicht. Ich hätte bitte am hier bleiben, das war eine ganz geile Strategie.
So, geht doch. Viele Erfahrungspunkte, alter Schwede. 君は天族なのか。天族？僕たちが見えているんだろ聞こえてないみたいよ。それは何？あなたの周りの4つの光。仲間だよ。見えないけど友達なんだ。友達。ごめんね。それなんて言って。いいんだ。君は？私はソフィー・ラント。ソフィー、なんで襲ってきたかも聞いていい？わけあるんでしょ？強力な見えない力が時空を歪めている。力の源を断たないと元の世界に帰れないって。それはポニマーのおじさんがそう言ったの。見えない力の源探さないと。変わった子ね。僕たちやヒョウマを直感で捉えてるみたいだったな。よほど清らかな心をお持ちなのでしょう。実は人ならぬ力を持ってるとかね。悪い子には見えなかったけど。 Mensch, bin ich doof. Jetzt natürlich, beim Namen hat's Klick gemacht. Den kenne ich aus Tales of Grace. Also natürlich Tales of Grace F, Entschuldigung. Gut, ich hab's noch nicht richtig durchgezockt, aber ja, jetzt doch vom Namen hören und so. Also, auch wenn schon eine Weile her ist. Oh Mann, es ist zu viel. Das glaube ich einfach nicht. Naja, Zufälle gibt's zwar. Vor allem Easter Eggs gibt's eh. Gut, wir haben es doch noch recht gut geschlagen, wie ich jetzt zum Schluss vielleicht sagen muss. Jetzt aber ganz schnell zurückgehen. Wir haben 2 Ebenen gemacht, das war schön, da haben wir ein bisschen länger gedauert. さっきの子、ヒョウマじゃないよな。なぜそう思うの？可愛いから？可愛いからね。女子に夢見る年頃なんだね。 Ganz ehrlich, ich habe weder Bock noch irgendwie Zeit dafür. 君たちが夢を覚ましてくれるから。 Tja. Der Kelch 1, Kelch 2 haben wir gemacht. Jetzt Kelch 3, Kelch 4, Kelch 5. Kelch 6, das muss der Kelch der Ende, oder was? Hm. Ja, wir erstmal abspeichern. Dann haben wir noch ein paar Dinge zu tun hier. Oh, meine Güte. Speicherpunkt, doch, das stimmt. So. Dann reisen. Ja, hier ist die 4. Cut zwar. Herrscht das Land in dieser Gegend. Segenstufe 7. Ich könnte mal einen Namen noch einstellen. War aber noch gar nicht gemacht. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, ich Trottel. Das soll alles viel einfacher machen. Ja, ich denke mal, Gegner die machen mehr als 400 Schaden, deswegen bringt das nichts. 30 reduzieren bringt auch nichts. Gegen Furien, nee, ich müsste irgendwie etwas viel Allgemeineres haben, wa? Gegner ermüden vielleicht, wa? Vergift wäre natürlich Verlangsamungsfähigkeit, ja, Verbrennung, Lähmung. Lähmung und Gegner natürlich immer geil. Der hat es bereits gemacht, wa? S-Erhöhung nach 10 erzählten Treffer plus 5% wäre auch eine, vor allem für die mystische Arte wäre es einer ganz geil, wa? Ja, schon mal den ein. Du bist eingestellt! So. Natürlich hier noch die ganzen, das Snacks ist. So, okay. Wunder des Lebens. Dann fange ich eigentlich 50% an. Ah, das könnte noch etwas helfen. Wobei, er braucht 3 Punkte dafür. Ist Wunder des Lebens ausstellen? Nee, da wäre man doof. Jo, geh mal. Ah, hier unten ist die Hexeninsel. Hier herrscht eine bedrückende Atmosphäre. Ja, danke, aber auch gemerkt. So.
Wo gehen wir jetzt hin? Ja, denke mal, Lokrin war es am besten. Wir müssen einkaufen und zwar ganz dringend. Ich habe echt nichts mehr. Es war teurer, ich weiß, aber den nehme ich gerne mal mit. Der ist echt noch praktisch. Das brauchen wir eigentlich nicht, weil dann haben wir neue Waffen und so. Nö, eigentlich auch nicht. So, VIP-Kunde. Vielen Dank. Nee, verkaufen vielleicht noch. Wobei, wie gesagt, wir brauchen eigentlich keine Kohle von dem her. Von dem her echt gut ausgerüstet. Die ganzen Waffen ja verkaufen. Ja, wenn wir echt Geld nötig hätten, dann schon. Aber ansonsten fusionieren. Eigentlich auch nicht mehr nötig. Alter, die einen. Vor allem Rose, Alter, sind nur 70 und Zavida 71. Das ist so krass. Der Unterschied, ey. Naja. Was man kann da machen, kann damit losquatschen. Ja, das haben wir damit zu tun. Die Tiegel sind wir auch, da machen wir nachher. Damen sind als vor. Ja, gut, warum eigentlich nicht, war. Und natürlich jetzt theoretisch mal anfangen können mit den Schmelztiegeln, war, weil. Dann, auf der Hexen sind auch noch einen, den will ich eigentlich zum Schluss machen, was eigentlich praktisch alle anderen jetzt noch zu machen war. Schwierig, Freunde. Natürlich erstmal auf leicht zurückstehen, weil wie gesagt, habe ich keinen Bock darauf, dass es zu lange dauert. So, Gemüsesticks. Ja, das ist vielleicht eher. Das ist eine Füllung für den Zahn, ja, aber füllt doch keinen Magen. Fish and Chips. Das wäre echt noch lecker. Komm, ja. Kann man natürlich ganz auf die Chips an, aber auch natürlich auf den Fisch, wie er zubereitet ist und so weiter. Kann echt lecker sein. Schwein mit Kartoffeln. Ja, die russische Art und Weise war, nehmen wir mal Fish und Chips. Hatte ich schon lange nicht mehr. どうかした？あ、起こしちゃったか。ごめん。で？ライラがいないみたいなんだ。何かあったのかな。別に気にしなくていいと思うよ。けどライラにだって見られたくない姿もあるよ、きっと。これまで苦しかった時もライラは一人で。そうだったんじゃないかな。気づかなかったなんて。気づかせないようにしてたんだよ。一人にさせてあげなって。あら、もう起きたんですの？二人とも。あ、ライラ、大丈夫？はい。気づいたらいないんで心配したって。まあ。少し散歩していたんですの。心配かけてごめんなさい。謝るようなことじゃないよ。ちょっと二人とも不器用すぎて見てらんない。え？スレイ、ライラは子供じゃないんだよ。ライラにとって仲間って何なのかな。いっぺん初心に戻ってみたら。この町から始まったんでしょ。思い出の場所に行ってみるとかさ。Ja, die Frage stellen wir gerade auch, ne? Die Frage klingt eher eigentlich so, als würde es eine mystische Art für Leila geben, aber warum? Ja. Gehen wir da hin und gucken mal. Und da würde ich doch sagen, dass wir schon mal ein bisschen loslegen mit den Schmelztiegeln. Vielleicht machst du sogar irgendwie so, dass ich pro Part irgendwie einen Schmelztiegel mache, aber. Weil, ja, da mit den Kelchen und so weiter, denke ich mal, pro Part auch ein so Kelchgebiet, ein ganz großes. Dann zum Abschluss noch so ein Schmelztiegel. Klar, dauert ein bisschen länger und so, ist klar, aber. Ja, das ist zumindest mal ein bisschen schön kompakt. Wir müssen nicht alle Schmelztiegel in einen Part reinpacken. Das ist auch ein bisschen. Naja, uninteressant, was rüberkommen könnte. 貸し切りじゃん。本当だ。どうせちょっと。いいね。なんだよ二人とも。せっかくだから思い出に浸る時間作ってあげようってミクリオが。台無しだ。
お二人ともありがとうございます。ですが、どうか皆さんもご一緒に話しておくべきでした。スレイさんはあの時のこと覚えていますか？ああ、今でもはっきり覚えてる。ライラ、同志に課せられる宿命がどんなものか教えてくれたよね。そして今ならわかる。僕たちがそれに押しつぶされないようライラは導いてくれていたんだ。ああ、俺同志になって世界を旅して本当いろんなことに気づけたと思う。改めて言うのもちょっと照れるけど、ありがとうライラ。僕も感謝してる。そんな感謝するのは私の方ですわ。なのに私は皆さんに伝えられなかったことが。ライラ、無理に話さなくても。スレイ、私はずっと後悔していたことがあるんです。先代同士についていかなかったことだな。私も共に行くべきだったのでは。あのお方が見出した答えに最後まで寄り添うべきだったのではないか。そうしてたらあんな結果にならなかったんじゃないか。そういうことか。まさに後悔の典型的な形ね。はい、全くその通りですが。けどわかるよ、その気持ち。あの事件を体験した時、僕たちですら干渉できない歯がゆさを感じた。共に旅をしたライラはなおさらだろう。先代同士いい人っぽかったしね。ああ、同志の使命を本当に真摯に受け止めてるように感じた。同志として正しい道を歩む。常にそうあろうとしていました。自分を押し殺してでも。その結果、怒りや悲しみ、絶望感が抑えきれなくなった時、最悪の形で汚れに飲み込まれてしまった。ライラはそう思ってるわけね。でライラのもう一つの後悔につながると。自分が先代同士に使命を強く意識させてしまった。だからスレイはそうなってほしくない。そんなところかしら。ライラ、私は自分が後悔しているのを否定するためにスレイさんを利用してきただけなんです。それがスレイに申し訳ないって？とにもバカ！スレイも言ってやれ。え？ミーボもほら。いや、しかし。バカバカ、調子乗りすぎ。シューン。ライラ、言いたいことわかるよね？はい、仲間は支え合うものですわね。そういうこと。分かってたつもりだったのに。心配しすぎるのは信頼してないとも言えるか。もっと任せて、もっと頼ってって感じ？楽しいのは自分で、面倒なのは仲間に丸投げ。これよ。なんか違うけど、まあオッケありがとう。これは力が。やっぱりバカですわね、私。力の枷になっていたのが自分の気持ちだと気づかないなんて。皆さん聞いてくださってありがとう。胸に仕えていたものが晴れた気がしますわ。ああ、なんか俺もそんな気分。ありがとうロゼさん。俺も礼を言うよロゼ。ありがとう。ー。つってもまあ男は意地張っちまうけどね。別に。男ってめんどくさいね。バカなだけよ。そういうことだ。もういいよ。バカでも意地っ張りでも
行こう。本当にこの出会いに感謝いたします。 Baka, Baka. Wie jetzt hat doch eine neue mystische Art gelernt? Will ich jetzt verarschen? Ich dachte jetzt schon alles Mögliche. Mystische Arten, mystische Arten. Mystische Arten. Jo, neue mystische Arten. Geil. Nach 1 nach 4 Treffer kommen, normal ist das mit SA5 oder höher, ist klar. Gut, das ist natürlich ein bisschen eine stärkere Kombination. Aber meine Kräfte wurden erweckt. Schönen Schrank auch. Jetzt mittlerweile, wo es gar nicht mehr drauf ankommt. Jetzt aktivierst du deine Kräfte. Ja, ja, ist doch klar. So, habe ich immer noch 4. Wie sieht es hier aus? Immer noch erst 3. Gut, ja, da müssen wir jetzt eigentlich noch den letzten für Miklio kriegen, wa? Verdammt. Vielleicht kriegen wir die auch hier, wa? Alter, eigentlich können wir von Layla, gibt es so ein Event und so, wenn wir die mystische Art von ihr kriegen, erst dann kann man die von Miklio auch freischalten. Das hat es mit den Schmelztiegeln zu tun? Ach, weiß auch nicht. Aber egal, Leute, wir mal zu spät dafür, jetzt mit den Schmelztiegeln anzufangen. Da sehen wir uns dann für nach Kelch 3 auf, würde man sagen. Oder versuch's mal. Wie gesagt, müssen wir mal schauen, wenn es halt zu lange dauert mit, Kelch 3, mit restlichen Kelchen. Dann pack halt doch alles in ein Part 3 mit den Schmelztiegeln. Aber ihr seht, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Es ist noch lange nicht Feierabend. Und daher mal sagen, wieder zurück. Nehmen wir so machen, wa? Zur Hexeninsel. Jo. Dann direkt mal Gebiet Kelch Nummer 3 betreten. Der. Achso, wir gehen zurück, ja. Okay, der ist einfach hier. Gut, wissen wir das auch. Jetzt haben wir noch alle Humors noch drauf. So, ich schätze mal, wenn das Kelch 2 ist, wäre das Kelch 3, Kelch 4. Direkt natürlich mal meine Hypothese überprüfen. Vielen Dank für den Rosmarin. Wer kommt da jetzt? Ah, so einer. So, wo sind wir jetzt? Ach, ich hätte wetten sollen. Der Kelch Nummer 3, wei. Wie groß ist denn das Gebiet hier? Wenn mal ähnlich war. Ich habe das Gefühl, dass alle da gleich groß sind. Aber gut, Leute, das schauen wir uns den nächsten Part an. Und ja, jetzt müssen wir ein Part ein bisschen länger machen, weil sonst dauert das Projekt 150 Parts und so. Vor allem, bis wir halt noch Alicia Story so durchhaben, den ganzen Schmelztiegel. Und nee, das muss nicht unbedingt sein. Vor allem, wir es eigentlich noch vor Anfang März durchhaben. In diesem Sinne wieder mal, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.